miteinander himmelwärts online feiern. In unserer Serie «Unterwegs mit dem Mose». Hey, was ist nicht schon alles Spannendes passiert? Und ihr müsst wissen, heute ist das zweitletzte Mal, wo es himmelwärts online gibt. Ich weiss, das ist schon traurig, aber dafür tun wir es jetzt umso mehr geniessen. Also, als nächstes kommt jetzt gerade Super Mario und das mal wieder mit Silas. So, liebe Kinder, alle aufstehen, weil jetzt kommt der Super Mario und mitrennen. Das Mal kommt ein Endgegner, den wir 30 Mal schlagen und dazu müssen wir noch einen strengen Fluss durchschwimmen. Also, es wird aber auch wieder Raketen geben vom Endgegner. Also, alle aufstehen und losrennen. Achtung, ein abgesperrter Tunnel. Drüber rennen über den Berg. Auf der anderen Seite wieder rennen. Ein Wassergraben, drüber hüpfen. Eine Münze einsammeln. Nochmal eine Münze. Eine höhere Münze, aufgerufen. Und jetzt weiter rennen. Achtung, ich sehe 3 Tunnel hintereinander. Nicht runtergehen. Wieder runtergehen. Noch 100 Meter. Wieder. Letzte Tunnel. Und wieder weiter rennen. Ein Wassergraben. Eine Münze. Nochmal eine Münze. Und jetzt sind wir schon beim Fluss. Also, schwimmen so stark wie wir können. Durchschwimmen. Oh, die Schwimmung zieht mich richtig, aber die ist richtig stark. Die andere Seite. Boah, der Endgegner. Das ist ja richtig krass. Also, 30 Mal müssen wir schlafen. Und es gibt 3 Raketen, die auf dem Boden sind, wo wir drüber hüpfen. Und 2, die wir abdrücken. Also, und Schlag. So stark wie wir können. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Drüber hüpfen. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Abgegangen. 21, 22, 23, 24. Aber 25, 26, 27. Drüber hüpfen. 28, 29. Drüber hüpfen. Und jetzt sind wir noch so fest. Schlag wie es geht. Und 30. Puh. Gerade noch geschafft. Das ist jetzt ganz sicher der strengste Endgegner, was es gibt. Haben ihr alle den Endgegner besiegt? Ich habe ihn besiegt. Ich habe alles gegeben und ich habe gewonnen. So gut. Jetzt haben wir wieder Zeit miteinander. Dürfen wir miteinander Jesus anbeten. Also komm, nochmal bereit machen. Wir wollen miteinander ihm ein Lied singen. Es geht ja um ihn. Unverständlich wie eine neue Sprache. Und mein Herz versteht sie doch. Unaufhörbar wie ein Wasserfall. Und mein Leben wird nie zu voll. Du
Liebe stehen. Deine Liebe geht nie auf, sie ist immer da. Deine Liebe, sie kann nicht anders. Deine Liebe, sie liebt und liebt. Deine Liebe hört nie auf, sie bleibt bestehen. Deine Liebe geht nie auf, sie ist immer da. Deine Liebe, sie kann nicht anders. Deine Liebe, sie liebt und liebt. Oh, 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 oh. Oh, 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 Das Volk Israel ist schon fast im verheißenen Land, wo Gott ihnen verheißen hat. Sie sind schon mega nahe dort und darum hat Gott jetzt ihnen den Auftrag gegeben, um ein paar Leute in das Land zu schicken, um es auskundschaften. Zum zu schauen, ob viele Menschen dort leben oder wenig, zum zu schauen, ob es feines Essen hat, ob es grosse und sichere Städte hat, weil sie ja gegen die Leute dann schlussendlich kämpfen. Und darum sind 12 Leute geschickt worden. Und heute wollen wir herausfinden, was die Kundschafter herausgefunden haben. Aber zuerst habe ich auch heute noch mal eine Frage an dich. Weisst du, wie das verheißene Land heisst, wo Gott dem Volk Israel verheißen hat? Wenn schon, dann ist es so cool. Und wenn nicht, dann passt gut auf, weil wir finden es heute zusammen miteinander raus. Und jetzt schauen wir gerade rein, was die Kundschafter erlebt haben im Land. So, warum hat der Mose uns jetzt wieder zusammengebracht? So, ich will zulassen. Ja. Es ist jetzt so weit, ich habe beschlossen, wir wollen das neue Land Israel auskundschaften. Und ich habe aus jedem Stamm die tapfersten und mutigsten und stolzesten Männer ausgesucht und die möchten wir voranschicken. Ja, ich habe gefunden, der Josaphat darf auch noch mit, jemand soll ja das Gepäck tragen, genau. Genau. Und du, Josaphat, komm du mal da zu mir. Wir haben gesagt, wir möchten einen Stellvertreter haben. Du bist mein guter, treuer Diener gewesen, schon in dieser ganzen Zeit. Darum möchte ich dich zum Auskundschafter, Chef ernennen. Du wirst alle anführen. Ja, Josaphat, du kannst schon mal das Gepäck zusammensammeln. So. Ich probiere mein Bestes. Führ sie an und gehen schauen, wie sie in dem neuen Land aussieht. Ja, ich komme wieder zurück. Ja. Gut, also kommt, gehen wir jetzt da. Komm, da durch geht's, nicht dort durch. Ich weiss schon, warum dass ich der Anführer bin. Hallo Kinder! Hab dich so vermisst! Hey, geh komm! Hey, das wird nichts. Ich sage euch, das wird nichts. Die Erkundung war für nichts. Ja. Ja, komm jetzt, Josaphat, hör auf so pessimistisch zu sein. Das war super. Hey, das Land, das ist wunderschön. Was Gott uns da geschenkt hat. So cool. Du hast Augen im Kopf, oder nicht? Ich meine, hast du die Gegner gesehen? Die haben alle 2 Ringe grösser als wir. Ja, da musst du einfach auf Gott vertrauen. Hey, schau mal, wie viel Früchte das es hat. Schau mal, da, die feinen Äpfel. Ja, weisst, gell? Also weisst, ich meine, hey, super. Sachen abbauen können wir auch irgendwo anders. Ich meine, mit Steinen bringt man auch etwas her. Ja, komm jetzt, das hat Gott uns geschenkt. Hey, in diesem Land, dort fließt Milch und Honig. Das ist so schön und Gott hat uns das geschenkt. Wir können doch nicht einfach das nicht annehmen. Am besten überspringen wir das Land einfach und gehen weiter. Oder was meint ihr? Kannst du dir das vorstellen? Milch. Wir könnten in Milch oder in Honig. Wow. Das wäre so cool. Ja. Eben, also ich finde es super cool. Also dort, hey, stell dir vor, weisst du? So, hört auf streiten. Die Nacht ist fertig. Können wir essen? Wow, die Kundschafter haben ja mega viel erlebt und so viel zu erzählen gehabt. 40 Tage waren sie unterwegs im Land Kanaan. Sie haben geschaut, ob es viele Bewohner hat. Sie haben geschaut, ob die Bewohner stark sind, ob es bewaffnete Männer sind oder nicht.
Sie haben geschaut, ob es feines Essen gibt, ob feine Früchte wachsen. Sie haben geschaut, ob es grosse Städte oder nur kleine Dörfer gibt und ob die Städte ganz fest sicher sind oder ob sie ganz einfach zum Einnehmen sind. Und sie haben so viel zu erzählen gehabt. Aber so wie der Josaphat haben die meisten der Kundschafter gefunden, das Land ist wunderschön. Es gibt so viel zu essen, es ist ein schönes Land. Aber die Bewohner sind so stark. Und sie haben gefunden, wir haben gar keine Chance. Wir haben keine Chance gegen sie. Die meisten Kundschafter haben gefunden, dass sie nicht einmal ins Land Kanaan gehen müssen, weil sie haben keine Chance gegen die Bevölkerung. Sie hatten Angst, sie hatten Zweifel, weil die Umstände haben so schlecht ausgesehen. Das Land war zwar das verheißene Land, aber sie haben einfach die starken Bewohner gesehen und haben gefunden, da haben sie gar keine Chance gegen diese Leute. Aber zwei der Kundschafter, der Josua, den wir gesehen haben, und der Kaleb, ein anderer Kundschafter, die zwei, die haben genau das Gleiche gesehen. Sie haben auch die feinen Früchte gesehen und die starken, vielen Bewohner, aber sie haben Gott vertraut und Gott geglaubt. Sie haben gefunden, hey, ja, es hat viele Bewohner. Aber wenn Gott uns das Land geben will, dann wird er uns das Land auch geben. Sie haben Gott vertraut. Hey, und wenn wir ehrlich sind, dann können wir die Kundschafter ja schon verstehen. Also stellt euch vor, sie sind in das Land, wo sie gewusst haben, gegen die Bewohner müssen sie kämpfen. Weil das Land soll ihnen gehören, also hat es einen Krieg geben. Und sie haben gesehen, wie viele Menschen dort wohnen, wie stark die Leute sind. Und sie haben gesehen, hey, das ist unmöglich. Und wenn wir ehrlich sind, können wir es schon ein bisschen verstehen, dass sie Angst hatten und Zweifel und gesagt haben, das müssen wir gar nicht probieren. Also ich kann es schon ein bisschen verstehen. Aber wie ich gesagt habe, der Josua und der Kaleb, sie haben Glauben gehabt, dass Gott ihnen helfen kann. Und ich will euch dazu gerade einen Vers aus der Bibel vorlesen. Der steht in Sprüche 3, Vers 5. Da steht, vertraue auf den Herrn von ganzem Herzen und verlass dich nicht auf deinen Verstand. Es steht da, wir sollen auf Gott vertrauen, von ganzem Herzen auf Gott und nicht auf unseren Verstand. Auf unseren Verstand vertrauen bedeutet, auf die Umstände schauen. Vielleicht hast du es auch schon mal erlebt, dass vielleicht jemand einen Job verloren hat und es hat mega schwierig ausgesehen, um wieder eine neue Arbeitsstelle zu bekommen. Oder vielleicht ist dir in der Schule mal so viel Schlimmes passiert oder dir ist es einfach nicht gut gegangen und du hast gefunden, die Umstände sehen so mega schwierig aus, da ist einfach echt unmöglich, dass noch etwas Gutes kommt. Genauso wie bei den Kundschaftern. Sie haben sich auf ihren Verstand verlassen, sie haben geschaut, was die Fakten sind, wie es aussieht und sie sind hoffnungslos geworden. Sie haben sich auf ihren Verstand verlassen und gesehen, da gibt es keine Möglichkeit zum Gewinnen. Aber es steht da, wir sollen uns nicht auf unseren Verstand verlassen, sondern allein von ganzem Herzen auf Gott vertrauen. So wie der Josua und der Kaleb. Hätten die beiden auch sich auf ihren Verstand verlassen, hätten sie sicher auch keine Hoffnung gehabt, hätten Angst und Zweifel gehabt. Aber sie haben gesagt, dass wenn Gott ihnen das Land Kanaan geben will, dann wird das möglich sein. Sie haben von ganzem Herz auf Gott vertraut. Und sie haben gewusst, es sieht schwierig aus und unmöglich, aber mein Gott ist grösser und stärker und kann es machen. Und genau das sagt der Vers. Es steht, wir sollen Gott vertrauen, auch wenn die Umstände noch so schwierig aussehen, noch so unmöglich. Gott ist nichts unmöglich. Darum sollen wir uns auf Gott verlassen und nicht auf unseren Verstand. Wenn wir mit dem Verstand sehen, dass es unmöglich und schwierig aussieht, dürfen wir wissen, wir können auf Gott vertrauen und er hat immer eine Lösung parat, weil Gott ist nichts unmöglich. Und ich wünsche dir, dass du das darfst. Egal was kommt, vertraue auf Gott mit deinem ganzen Herz, mit allem, was du hast. Vertraue nicht auf deinen Verstand, vertraue nicht auf das, was du siehst, und vertraue nicht auf die Umstände, die schwierig aussehen, sondern auf Gott. Weil er ist allmächtig. Ihm ist nichts unmöglich und Gott sorgt sich um dich und er liebt dich mega, mega fest. So wie der Josua und der Kaleb am Glauben festgehalten haben und gefunden haben, wenn Gott will, dann kann er uns ins Land Kanaan führen. Hey, und jetzt wollen wir noch mal anschauen, was dann die Antwort auf die heutige Frage ist. Gerade am Schluss habe ich es noch mal gesagt. Weisst du es noch? Ich habe am Anfang gefragt, ob du weißt, wie das verheißene Land heisst, wo Gott dem Volk Israel verheißen hat. Du darfst gerade noch mal überlegen, ein paar Sekunden, ob du es echt herausfindest. Weisst du es noch? Gib dir 5 Sekunden. 5, 4, 3, 2, 1
Und weisst du noch, wie das Land heisst? Das Land ist das Land Kanaan, wo Gott dem Volk Israel verheißen hat. Ins Land Kanaan sind die Kundschafter gegangen und haben geschaut, wie das Land aussieht. Und im Land Kanaan hat es ganz viele Bewohner gehabt, aber wie ich gesagt habe, der Josua und der Kaleb haben an Gott festgehalten und ihm geglaubt. Und das wünsche ich dir wirklich auch ganz fest. Vertrau auf Gott mit allem, was du hast. Und verlass dich nicht auf deinen Verstand, sondern vertrau auf Gott. Hey, und Gott ist so gut, wie ich gesagt habe, er ist allmächtig. Und darum gehört ihm allein auch alle Ehre. Darum wollen wir jetzt Gott noch einmal anbeten. Darum stand doch gerade auf, dass wir miteinander noch mal ein Lied singen können zu der Ehre von unserem grossen Gott. Du bist König, du bist Gott, dir will ich dienen und ich will dir alle Ehre geben. Du bist König, du bist Gott, dir will ich dienen und ich will dir alle Ehre geben. Ich habe für ewig gehört dir allein, und wenn mir nichts ruft, der Rufen stehen. Du bist König, du bist Gott, dir will ich dienen und dir will dir alle Ehre geben. Du bist König, du bist Gott, dir will ich dienen und dir will dir alle Ehre geben. Die zu verehren will ich nicht den Stein lassen, drum rufen nicht zu ihr, grad so laut ich kann. Du bist Vater, Schöpfer, Herrscher über das Universum, dir will ich alle Ehre geben. Du bist Vater, Schöpfer, Herrscher über das Universum, dir will ich alle Ehre geben. Die dienen und der will dir alle Ehre geben. Dies verehren will ich nicht den Steine lassen, drum rufen nicht zu dir ganz so laut ich kann. Hey, du bist Vater, Schöpfer, Herrscher über das Universum, dir will dir alle Ehre geben. Du bist Vater, Schöpfer, Herrscher über das Universum, dir will ich alle Ehre geben. Du bist Vater, Schöpfer, Herrscher über das Universum, dir will ich alle Ehre geben. Du bist Vater, Schöpfer, Herrscher über das Universum, dir will ich alle Ehre geben. Hey, so gut dürfen wir miteinander Jesus loben, ihm die Ehre geben und ihn anbeten. Und das wollen wir jetzt gerade noch machen mit einigen Worten.
Und zwar, wenn wir einfach zu ihm beten und lass uns doch einmal mehr Danke sagen für all die guten Sachen, die wir von ihm haben. Okay, Jesus, wir danken dir von ganzem Herzen, haben wir so viele gute Himmelwärts online dürfen erleben, so viel über dich lernen und hören und reden über dich. Das ist einfach so wichtig und gut, Jesus. Wir loben dich und wir preisen dich. Danke vielmals, hast du uns so gute Menschen wie der Mose als Vorbilder gegeben, um uns zu zeigen, wie du bist. Danke vielmals. Amen. Amen heisst, so sei es. Und jetzt steigen wir gerade ein und machen weiter mit einem Basteltipp von der Selin. Heute ist ja Muttertag und darum basteln wir etwas, das ihr dann eurer Mami schenken könnt. Und ihr könnt dann auch noch etwas Persönliches reinschreiben oder noch etwas zeichnen. Und zwar ist es ein Kärtchen und wenn man die Karte aufmacht, hat es drinnen Herzen, die ganz cool vorkommen. Für das müsst ihr zuerst mal ein Herz ausschneiden, das ihr dann als Schablone nehmen könnt. Und wenn ihr verschiedenfarbige Papier habt, könnt ihr dann aus verschiedenen Farben die Herzen ausschneiden. Am besten vielleicht 3, 4 oder 5 und nicht zu viel, weil sonst wird die Karte dann ein bisschen dick. Wenn ihr kein farbiges Papier habt, könnt ihr auch einfach weißes Papier verschiedenfarbig anmalen. Dann braucht ihr noch ein Papier als Karte, am besten ein bisschen Stickers. Das könnt ihr jetzt einmal in der Mitte falten und dann gut festdrücken. Wieder aufmachen und jetzt könnt ihr das erste Herzchen nehmen, das ihr zuunterst haben wollt. Und jetzt könnt ihr hier aussen dran mal auf die beiden Seiten Leim drauf tun. Ich tue jetzt da nicht so viel drauf, dass es etwas schneller geht, aber schaut darauf, dass es überall schön Leim hat, weil dann hebt es auch sicher ganz gut. So, und jetzt könnt ihr schauen, dass die Kante da schön in der Mitte ist. Da ist die Kante der Karte und darum auch vom gefalteten Herzchen. Und jetzt könnt ihr hier in der Mitte, wo die Kante ist, könnt ihr ein bisschen Leim hin tun. Da könnt ihr auch gut Weissleim nehmen, wenn ihr habt. Und jetzt einfach das nächste Herzchen könnt ihr hier so draufkleben. Und jetzt machen wir genau das Gleiche noch einmal. Dann ihr auch hier auf die Kante wieder Leim drauf. Und jetzt noch das letzte Herzchen. Und wenn ihr mehr habt, macht ihr einfach das weiter so. Dann macht ihr die Karte zu. Und wenn ihr die jetzt aufmacht, dann sehen wir hier die verschiedenfarbigen Herzchen. Je mehr ihr habt, desto cooler sieht die Karte dann aus. Dann könnt ihr hier vorne oder in der Karte innen noch etwas draufschreiben, etwas Liebes für eure Mami, oder ihr könnt Danke sagen vielleicht für das, was sie macht, oder irgendeinen lieben Gruß reinschreiben und dann könnt ihr die Karte eurer Mami schenken. Und ich bin sicher, dass sie sich mega fest darüber freut. Hey, ich wünsche euch ganz viel Spass beim Basteln von dieser Karte und beim Verschenken. Und jetzt geht es gerade weiter nochmal mit einem Spiel, das Micha gegen mich gemacht hat. Und wir wollen doch gerade mal schauen, wer von uns beiden heute gewinnt und wie der Punktestand dann aussieht. Herzlich willkommen bei einer weiteren Sendung von Micha gegen Selin. Hey, es bleibt spannend. Das letzte Mal ist ja der Punktestand bei 4-4 geblieben. Hey, dank dem Publikumsbonus ist das einfach so spannend. Hey, und das Mal gibt es wieder eine Challenge, Seiligumpen. Und wir sind gespannt, wer das Mal gewinnt. Aber wichtig, das Mal ist wieder für euch Zeit, um in die Taste hineinschreiben, Taste hineindrücken und an info@kreuzpunkt.ch oder der Selin per Mail deine Stimme abzugeben. Hey, es gibt wieder einen Publikumspunkt und es geht darum, dass ihr zeigt, wer das den Punkt verdient. Hey, und jetzt wollen wir gerade zu der nächsten Challenge schauen, wer jetzt gewinnt. Let's go! Also, wir sind draußen bei unserer Challenge und jetzt geht's los. Und zwar geht es darum, Seile kumpen. Wer kann mehr Seile kumpen innerhalb von 30 Sekunden? Ich bin verantwortlich zum Zeitstoppen. Ich moderiere und mal schauen, wie viel Zeit das sie haben. Und
Celine tut den Micha überprüfen und tut zählen, wie viel das er kumpen. Und der Micha tut natürlich Celine nachher das Gleiche auch noch machen. Hey, und ihr könnt echt auch mitzählen, dass ja nicht da Celine oder der Micha bescheißt. Irgendjemand muss bei der Celine einfach gut aufpassen. Ja, bei dir also auch. Genau. Also, gehen wir mal schauen. Ich gehe wieder da aus dem Bild und warte noch schnell. So, Dann musst du... muss ich da bleiben? Ja, ja. Okay, ja, sonst schlage ich hinten an. Ich kann einfach nur sagen, das Teil ist für mich zu kurz. Ich habe da schon einen riesen Wettbewerbsnachteil. Du schaffst das. Kann ich nur sagen. Bist du bereit? Also, sind ihr parat? Ja. So parat. Also, Achtung, fertig, los! 5, 6, 7, 8, 9, 10. Das ist der Tod! 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 15 Sekunden, halt! 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 2, 1, fertig! 51. Ah! 51. Ha, das ist es. Und jetzt kommt natürlich Celine. 51 sind die Schlag. Micha, magst du noch? Der ist kaputt. Zum Glück bin ich heute schon gut joggen, gell? Genau. Also. So, also Celine, denkst du 51 schaffst? Ich weiß es Ich nicht. darf keinen Fehler machen. Ja. Das ist Gib natürlich alles. schon blöd gewesen. Also, tun wir gerade mal schauen. Celine, bist du bereit? Ich bin bereit. Micha, bist du bereit zum Zählen? So parat. Gut, also Achtung, fertig, los! 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12. 15 Sekunden, wir sind in der Hälfte. 48, 49, 51, 51, 51, 5 Sekunden! 2, 1, fertig! Genau, also wir haben... Da hat jemand aufgehört zu zählen nach 51, he? Aber ich glaube, der Fall ist klar. Celine, ganz klar gewonnen. Nur wenn ja. die Zeit zu kurz ist. Genau. Das war es auch schon für die Challenge und die Episode. Wir freuen uns auf die nächste Episode und hoffen, dass ihr das nächste Mal wieder einschaltet. In dem Fall, bis dann. Ciao zusammen.